Oh ja, nein. Oh shit. Ja, nein. Fisch Nummer 2, auch gefangen. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich bin gerade am Lake Revelstoke in Kanada. Dort ist der Camper, drinnen ist der Corsin am Kochen schon. Feine Omelette gibt es zum Morgen. Wir sind jetzt die letzten 3,5 Wochen so einmal rauf, British Columbia, einmal runter bis Yukon rauf. Und haben viel gefischt, viel gesehen, viel Wildtier, alles Mögliche. Das sehen wir dann aber alles. Jetzt da sind wir an so einem, ich weiß auch nicht genau, was es ist, so ein verlassener Camping, so Recreation Sites heißen die. Ja, auch schön da halt. Hat zwar kein Fisch da drin gefühlt, also noch kein Biss bis jetzt, aber ja. Aber eben, jetzt sind schon 3,5 Wochen vergangen, lange nicht gekommen, also Entschuldigung für das. Und ich würde sagen, anfangen tun wir halt am Anfang, also viel Spaß. Wir sind angekommen in der Wohnung. Haben uns da schon ein bisschen... Nein, wir haben uns eigentlich gar noch nicht eingerichtet. Ja, so sieht es aus. 60 Stutz oder so pro Nacht. Also können wir eigentlich uns nicht beschweren. Wir haben jetzt eigentlich nicht mehr gefilmt von Reis bis dort, bis dort, wo die Flugzeuge gestartet sind. Ja, weil keine Ahnung, ist halt ein bisschen langweilig gewesen. Auf jeden Fall, jetzt gehen wir essen. Und holen uns dann noch ein Bier an der See, an der, wie heisst der schon wieder? Capilano. An der Capilano Lake zu gehen. Ja, und dann war das für den heutigen Tag. Und ja, keine Ahnung, dann schalten wir vielleicht morgen wieder ein oder wenn wir fischen gehen. Also. 10 von 10 Fishing Spot. Also, wir sind am anderen See angekommen. Ja, beim Schnitt jetzt habe ich gerade feststellen, dass ich das Mikrofon nicht eingesteckt habe, wo ich den letzten Clip aufgenommen habe, also dort am See. Deswegen ergibt das, was ich da labere, keinen Sinn, aber das hat keinen Einfluss für den Rest des Videos. Also, viel Spaß, tschüss! Besser gesagt, es ist schon der nächste Tag. Der andere See, wo wir gestern waren, der hat ganz Haufen so kleine Weissfische gehabt, sogenannte Pike Minnows. Blenden mal das Bild ein. Ja, und die sind zum Essen nichts, weil die sind voller Parasiten und so. Ja, deswegen sind wir jetzt an einem anderen See, wo es schöne Regenbogenforellen hat. Und wir haben vorher schon kleine gefangen. Deswegen, ja, würde ich sagen, mache ich jetzt gerade weiter. Und der Anfang macht der Löffel hier. Weil mit dem haben wir gestern an dem See und ich jetzt hier halt einen guten Erfolg gehabt. Also der ist so vorne so wie Regenbogen und hinten goldig. Das ist der Köder hier. Und wenn es nicht allzu stark luftet, kommt man eigentlich auch noch recht weit mit dem raus. Uiuiui. Habt ihr die gesehen? Voll gesprungen. Dann werfe ich mal dort her. Und in diesen Gewässern gibt es kein Mindestmaß, das die Fische haben müssen. Und weil der Corsin und ich gerne Fische essen, nehmen wir auch kleine raus. Weil es hat vorig in diesen Seen. Ui, ja, ist wieder einer gekommen dort. Wolle, wolle. Ich glaube, Flügelfische wären hier auch geil, aber die haben halt die Flügelroute nicht dabei. Ich spüre immer wieder, wie sie am Köder knäberlen.
Ja, Biss gehabt. Es ist halt schwer zu einschätzen, wie tief der See hier ist. Weil es ist nicht eine sehr bergige Region, hier, wie ihr seht. Deswegen wird der wahrscheinlich noch recht seicht hier reingehen. Also ich sehe sie dort draussen die ganze Zeit am Fliegen snacken. Aber ich habe halt gar nichts dabei an Fliegen. Oh oh, die Wellen werden höher. Gut, ich tue jetzt einmal einen schneller geführten Köder dran. Sprich ein Maps. Und ich glaube, der Anfang macht folgende. Farbe ist Golden Brown Trout. Ich weiß nicht, was für eine Firma das ist. Ilba, made in Italy, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es auch im Fischerladen zu Chur. Ui, Moskitos. Ja, ich muss die Kapuze offen tun, weil da hat es überall Moskitos. Ja, auf diesen Köder habe ich bis jetzt noch keinen einzigen Biss gehabt. Vielleicht ist der auch zu aggressiv. Nein, ist nicht zu aggressiv. Ah nein. Wo habe ich das Netzli? Da hinten. Oh ja, das ist ein guter. Oh. Komm. Ah. Gut, ich behalte ihn eh. Oi. Shit. Wolla. Erste Forella. Sehr schön. Hübsch. Vor lauter Aufregung das Bier umgestoßen. Hey. Ja, nein. So, der Corsin geht jetzt drüber noch fischen. Dann haben wir doppelten Erfolg. Der war jetzt auch ein Stück grösser als der erste, den ich heute gefangen habe. Ah, Moskito. Ah. Ja. Ich glaube, ich spraye mich ein mit Insektenspray. So, jetzt bleiben mir die Viecher hoffentlich vom Leib. Es sind eben andere dort auf dem Camping am Fischen. Oh, das ist ja geil. Ja. Ein freundlicher Typ. Ja, eben so ein Seesaibling hier zu fangen, wäre schon geil. Weil ich habe Videos gesehen auf YouTube, wo sie also wirklich Riesenteiler fangen. Aber ich tue jetzt mal etwas Schwereres dran, dass ich noch ein bisschen weiter rauskomme. Und zwar probiere ich es einmal mit einem etwas grösseren Löffel. Das sind mit dem hier. Das sind tatsächlich Stucki-Löffel, die es auch in Kanada zu kaufen gibt. Habe ich nicht mal gewusst, dass sie auch hier verkaufen. Also, let's go! Ja! Schöne Weite. Ich weiss halt eben nicht, wie gross die Fische sind in meiner Range. Ich glaube, jetzt dieser Tunne ist schon eher auf der grösseren Seite. Aber probieren geht überstudieren. Oh, der schwimmt aber auch schön. Und eben der andere Typ hat jetzt gerade gesagt, also mit einem Bellyboat oder halt mit Trolling. Das heisst einfach in einem Boot hocken und der Köder. Oh, ich habe einen. Oh shit! Ein guter, hey. Oh. Hei. Oh.
Das ist ein guter. Oh, ja! Die Hanna, okay. Schnell ausnocken. Hey, die sind voller Leben, hey, das ist krass. Hey, der hat die ganze Schnur um sich gewickelt. Nein. Fisch Nummer 2, auch gefangen. Richtig geil. Wolle, wolle, rechts Knusch hat er mir gemacht, der Fisch. Haha, haben es gelöst gekriegt. Ich hätte jetzt auch nie gedacht, dass ich mit Schweizer Köder hier in Kanada so gut fange. Sehr schön, sehr schön. Ja, bis. Es ist die ganze Zeit einer dran am Knäberle. Wow, du hast gerade eine riesige gekumpelt. Ja, irgendein Interessent ist dran. Mucke. Sollen wir mal den Platz noch wechseln? So, dann würde ich sagen, probieren wir es an dieser Stelle hier noch ein bisschen. In dieser Region hier ist eben Flügelfischen auch noch sehr beliebt und sehr erfolgsversprechend. Aber ich denke, ich muss nicht 2 Routen mitnehmen und extra da eine kaufen. Nochmal. Nein, unnötig. Und Spinnfischen macht halt auch Spaß. Ja, ich habe einen. Haha. Ja, ist auch kein schlechter Kämpfer. Aber er ist los. Schade war's. So macht das Fischen Spaß. So müssen sich erfolgreiche Angler in der Schweiz fühlen. Gruß an alle anderen Fischer-YouTuber wie Dani N, Fischfissel, Spicherfishing, Stucki-Fishing. Ja, die fangen alle besser als ich. Und natürlich Peak POV-Fishing. Ein Namaikasch und Bachsaibling würde ich gerne noch fangen. Da. Oh, Biss. Ja, und einen Nachläufer gehabt. So, jetzt schmeiße ich mal ein bisschen mehr dort hinterher. Ah, Biss. Komm, nochmal Biss. Also das ist echt ganz anderes Fischen hier als bei uns in der Schweiz. Da gehst du wieder den ganzen Tag fischen und wenn du Glück hast, oder in Graubünden zumindest, dann hast du halt deine, keine Ahnung, 5, 6 Fische. Das ist mir noch nie passiert. Aber da ist wirklich ganz anders. Da testest du 2, 3 Köder und wenn du einen gefunden hast, der funktioniert, dann gerade bam, bam, bam. Ja, Biss. Boah, genau dort wollte ich her. Ich sage, das geht jetzt ein Biss. So, letzte Schmiss noch. Der muss jetzt Nacht parat machen. Es gibt nämlich Fisch. Ja. Schade. Das war ein fetter Einstieg. Okay, gleich noch nicht letzter Schmiss in dem Fall. Nein, ich kann ja nicht hören, wenn sie mal beißen. Ja, okay, es wird immer stürmischer. Also, das soll es gewesen sein für das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es sehr gefallen. Ich hatte endlich mal Erfolg gehabt. Ja. Und jetzt gibt es noch einen feinen Znacht. Ich habe Fisch gefangen, ich konnte Fisch zeigen. Also, war geil. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, wo auch wieder von Kanada sein wird. Und bis dahin, Petri Heil. Ciao, ciao!